SRF 1 Swiss Made Life. Mit der Sina. Und wie ab auf die Bank. Wenn ich jetzt wende, das hab ich mir gesehen. Und ich fahre vorbei, zuerst am Gut am Rhein. Auf das Mal bin ich am Meer gewesen. Wenn ich jetzt wende, das hab ich mir gesehen. Hab Hunger, Kaffee gegessen. Ich hab nicht vergessen, was ich gesehen habe, wie die Sonne untergeht. Du hast Fernsehen geschaut, wann ich begangen. Und du hast nicht reagiert auf was ich hab gesagt. Der Abend ist gekommen und wo der Hunger ist gekommen. Hast du es erst gemerkt, ich bin noch immer nicht da. Hast sicher geflücht, weil du nix Nacht hast verkommen. Wenn ich jetzt wende, das hab ich mir gesehen. Und ich fahre vorbei, zuerst am Gut am Rhein. Auf das Mal bin ich in der Radio Hall gsi. Wenn ich jetzt wende, das hab ich mir gesehen. Hunger, Kaffee gegessen, dich hab ich vergessen, wann ich gesehen hab, wie die Sonne untergeht. Es fliegen ein paar blicke Wolken an mir vorbei. Ich tauche meine Zwiebeln in den Sand und blinzle in die Sonne. Ja, weisst, jeder Cheese klingt selbst in der Hand. Der Himmel ist blau und ich frage mich, warum bin ich nicht schon viel länger hier? Wenn ich jetzt wende, das hab ich mir gesehen. Und ich fahre vorbei, zuerst am Gut am Rhein. Auf das Mal bin ich am Meer gewesen. Wenn ich jetzt wende,
Sina, in Swiss Made Life. Mann, was für ein Einstieg. Darf ich dich schnell in die Arme nehmen? Unbedingt. So schön. Wenn nicht jetzt, wenn der. Der ist ja schon ein bisschen älter. Aus dem 2008, von der Fußball, von der Euro 08, zu der gleichen Zeit. Und der ist sogar im holländischen Fernsehtick rausgekommen. Eine Sportsendung hat der als Erkennungsmelodie genommen. Wie ist denn das gekommen? Zuerst einmal guten Abend miteinander, alle euch an den Radiohörer oder Radiogeräten daheim. Das ist ganz eine spezielle Geschichte, Marietta, weil es braucht einfach ein Quäntchen Glück im Leben, dass irgendein Radioredakteur oder Fernsehredakteur ein Lied hört und ihm das gefällt und er das gar verknüpfen mit einer Geschichte, nämlich mit der Euro 08 und eben mit der holländischen Fußballnational 11. Irgendjemand hat das gehört. Es fängt ja mit einem Handorgel an. Vielleicht die einen von euch, die das im Original kennen. Markus Flückiger, der das gespielt hat damals. Und die haben gefunden, das ist die Schweiz. Handorgel. Und der redet dann auf Freuen, so ein bisschen komisch. Das ist wahrscheinlich euer Schweizerdeutsch, oder? Wie es alle anderen reden, außer die Welschen. Und dann ist das Lied auf einmal in der Sendung gelandet und ist wirklich jeden Abend vor der Zusammenfassung ist das Lied gelaufen, als Einstieg in die Sendung. Und das hat nachher die Konsequenz gehabt, dass die Leute das Lied anfangen ansingen im Refrain. Auf Schweizerdeutsch? Absolut. Also, wie es gedehnt hat, weiss ich nicht richtig. Es sind da ganz verschiedene Übersetzungen kursiert im Netz. Und ich habe eine Plattenfirma in Utrecht. Seitdem. Die hast du immer noch? Die gibt es noch. Ja. Also nicht meine persönlich, aber ja. Sie freuen sich, wenn ich wieder ein Lied auf Walliserdeutsch gebe, weil sie haben einen Künstler in Holland, der das nachher übersetzt und auf Holländisch gibt. Das ist die schöne Geschichte bis heute. Es geht ja noch weiter mit der schönen Geschichte. Wir hören einen ganzen Haufen, da bin ich sicher heute in der Sendung. Wenn nicht jetzt, wenn ich nehme jetzt einmal an, 1994, also du hast ja schon vorher Musik gemacht, aber 1994, da hast du dein Mundart-Album, dein Debütalbum «Sina» herausgegeben. Bis dort war der Erfolg, sagen wir mal, so ein bisschen mässig gewesen. Also sagen wir mal, mässig ist jetzt der Vorname. Der ist irgendwie zwischen 0 und 0,1 gedümpelt. Und hast du dir dann gesagt, wenn nicht jetzt, wenn dann, sonst gehe ich wieder zurück auf die Bank, wenn jetzt das auch nicht halt mit ja, dieser Mundart? Ist ja. das so gewesen? Ja, es war wirklich so gewesen, weil ich habe am Schluss natürlich, du fährst an dir selber an zu zweifeln. Du siehst langsam ein, dass du wahrscheinlich entweder zu wenig talentiert bist, zu wenig Glück hast oder einfach den falschen Leuten begegnet bist bis dahin. Aber als ich mit der Benni, mit meiner Managerin und alten Freundin, dann nachher wirklich in das kalte Wasser vom Musikbusiness Pop-Rock bin reingesprungen, da habe ich gewusst, das ist jetzt einfach das ist mein letzter Versuch, Füße zu fassen in der Musikszene. Und ich wäre einfach sonst zurück aufs Büro, weil da bin ich gar nicht so unwohl gewesen. Wir sind alle froh, dass das nicht passiert. Also ich wirklich, bin ja, wirklich. Ist aus dieser Ursula dann durch Sina und dann Sina Campbell geworden, als Wortspiel für Campbell und dann am Schluss Sina. Und gell, das war Mitte der 90er Jahre. Da sind dann ein ganzer Haufen Kinder in der Schweiz nach dir getauft worden. Es hat dann auf einmal recht viele Sinas gehabt. Das ist etwas wahnsinnig Schönes. Vor allem sind die Sinas jetzt zum Teil grösser als ich und kommen mit diesen Fotos, die schon noch 4, 5 waren und irgendwann ein Open Air sind mit der Mütter und sagen, hey, ich habe deinen Namen wegen dir. Das sind total schöne Begegnungen bis heute noch. Und wir haben wirklich damals, ich glaube um 97 war es oder 98, sind wir bei den Namenshitparaden ist Sina auf Platz 5 in der Schweiz. Und das hat mich schon sehr gefreut. Oh, ich hoffe, dass all die Sinas da vielleicht sind ein paar da, das werden wir so gerne tragen wie ich. Überhaupt Fans. Seit einem Haufen Jahren begleitest du ja so viele Menschen durch die Schweiz, durch die verschiedenen Lebensphasen mit deiner Musik. Du hast einen Haufen Fans. Magst du dich an einen besonderen Fanmoment erinnern aus all diesen Jahren? Da hat es natürlich verschiedene überraschende, schöne, traurige, emotionale. Aber eine lustige Geschichte habe ich wirklich auf Lager. Ich hatte einen Interviewtermin mit einem Journalist, habe abgemacht am HB Zürich beim Treffpunkt, halt da, wo man so abmacht in Zürich. Und gesehen von weitem der Mann mit dieser Aktentasche sehr seriös reingeschaut hat. Und ich habe gedacht, das ist der Journalist vom Tag. So sehen die uns. Und bin über das Zimmer und habe gesagt, hey, ich bin Sina.
wollen wir? Und er hat gesagt, ja. Und dann sind wir in die nächste Beiz und haben ein bisschen über das Wetter geredet und es ist schön, dass es im Wallis ist. Und irgendwann, also nach einer Viertelstunde, habe ich dann gesagt, ja, also gut, komm, kannst mal loslegen. Und dann hat er gesagt, mit was? Ich gesagt, ja, du hast sicher ein paar Fragen. Ja, nein. Dann gesagt, bist du nicht der Journalist vom Tagi? Nein. Und ich habe dann gesagt, hey, also, wieso bist du jetzt mitgekommen? Und dann hat er mir erklärt, dass er nie mehr im Leben wahrscheinlich die Chance haben, dass ich ihn am Bahnhof Zürich ansprechen und er als Fan mit mir gratis Kaffee trinken kann. Und was für eine Geschichte. Die Geschichte ist dann natürlich erst im Nachhinein richtig lustig für mich, weil ich einen riesen Stress hatte. Ich wusste, hoffentlich wartet der Mann immer noch beim Treffpunkt. Das hat er dann, Gott sei Dank. Und der eine Fan, der kommt jetzt mindestens einmal pro Tour vorbei. Und wir erinnern uns an diese lustige immer zusammen. Wir hören euch wieder singen mit deiner Band. Merci vielmals für die Geschichte. Zina und so hinten rein. Und zuerst hinter dir. Du redest mit deinen Tränen, mit deiner Angst, die vor dir steht. In dir drin ist alles voll von Traurigkeit. Was blau ist, siehst grau. Du suchst einen Ort und findest ihn nicht. Und jetzt hörst du es gegen die Wand. Irgendes war, müsste das Glück doch sein. Wo ist dein Kopf, wo ist dein Herz? Du weisst es nicht. Nur mal glaub jetzt nicht, es schert sich niemand um dein Elendgefühl. Wenn du nicht mehr weisst, wie es weitergeht, wenn du nicht mehr weisst, wer dich noch trägt, dann lüg einfach hinter dir, weil da steh ich. Wenn du nicht mehr weisst, wie es weitergeht, wenn du nicht mehr weisst, wer mit dir durch die Fenster geht, lüg einfach hinter dich, weil da steh ich. Ich steh hinter dir. Du bist wie ein Stein, dumpf und klein, der langsam untergeht. Tiefer und tiefer, bis kein Licht dich mehr berührt. Alles, was du suchst, ist doch nur mal der Weg zurück zu dir. Komm jetzt, stell dich einfach unter hier, bis der Sturm sich erklärt. Wenn du nicht mehr weisst, wie es weitergeht, wenn du nicht mehr weisst, wer dich noch trägt, dann lüg einfach hinter dir, weil da steh ich. Wenn du nicht mehr weisst, wie es weitergeht, wenn du nicht mehr weisst, wer mit dir durch die Fenster geht, lüg einfach hinter dir, weil da steh ich. Lüg mir nicht mit grossen Augen an, musst ja nicht alles grad jetzt verstehen. Warum du sie immer noch neben dir stehst, wenn nix ist für immer, auf eins kannst du gehen. Ja.
Dankeschön. Merci vielmals. Selbstverständlich, weil ich eben noch die anderen 2/3 von meiner Band vorstellen. Ganz wichtige Männer. Mit ihnen bin ich ab dem nächsten Samstag, ab dem 7. März, unterwegs auf Frühlingstour mit diesem neuen Live-Album. Und ganz wichtig, seit 20 Jahren mit dabei, am Bass, am Kontrabass und am Gesang, das ist der Michael Chilewski. Also im Walliserdeutsch kann man ihm nichts mehr vormachen. Er hat alles gelernt. Am Schlagzeug, an der Perkussion, der wunderbare Arno Troxler. Mit uns unterwegs. Und der Champion an der Gitarre, langsam ein Talent in Mundart, aber vor allem immer noch an der Gitarre, muss man sagen. Das kannst du fast noch besser. Jean-Pierre von Dach. Okay, let's go. Bist schon wieder endlos Zeit gespart, bist schon wieder so schnell unterwegs. Fertig, wenig gewärmt und der Raum anlaufen. Nach dem Training mit der Yoga-App auf Uber noch ein Kaffee heimbestellt. Nach der so langen Wanderschuhe der virtuellen Bergbesteigung. Je mehr Zeit das ich spare, desto weniger habe ich, desto mehr bin ich mit allem hinten drin. Je mehr Zeit das ich gewinne, desto mehr Zeit verliere ich, desto mehr bin ich mit allem hinten drin. Ich habe schnell den Twitter-Feed gecheckt und auf LinkedIn der Status aktiviert. 2 unterstellt mit dem Akkubläser verschwinden. Ein Shopping-Nachmittag geplant in Mailand, in wie Gotthard-Röhre brennt. Unterdessen parkt mein Opel für mich ein. Je mehr Zeit das ich spare, desto weniger habe ich, desto mehr bin ich mit allem hinten drin. Oh ja, je mehr Zeit das ich gewinne, desto mehr Zeit verliere ich, desto mehr bin ich mit allem hinten drin. 100-mal haben wir gechattet, statt 1-mal telefoniert. Ferien-Bilder auf Insta angeschaut, statt selber durch Wälder marschiert. 100 Emojis verschickt, statt 1-mal richtig umarmt. Jetzt haben wir ein Datum, ich stehe am Treffpunkt. Das Telefon liegt und du sagst mir leid, aber heute geht's leider gar nicht. Je mehr Zeit das ich spare, desto weniger habe ich, desto mehr bin ich mit allem hinten drin. Je mehr Zeit das ich gewinne, desto mehr Zeit verliere ich, desto mehr bin ich mit allem hinten drin. Ich bin so hinten drin, ja. Ich hab das immer schon gesehen. Jetzt bin ich wieder mal, ich bin so hinten drin, ich bin hinten drin. Ich hab das immer schon so gesehen. Jetzt bin ich wieder mal so hinten drin.
Sina und Band im Swiss Made Live. Hier bei SRF 1 heute Samstagnachmittag. Es jazzt ganz schön bei dir. Bist du so ein bisschen eine heimliche Jazzerin? Wirklich immer schon sehr gerne Jazz, aber smooth, nicht so kompliziert. Ja, nicht Free Jazz. Nicht Free Jazz, weniger, nein. Und habe halt einfach das Real Book an der Jazzschule Zürich mit meiner damaligen Lehrerin auf und ab gesungen. Ich glaube, von da kommt schon ein bisschen die Verbundenheit. Jetzt will ich noch mal zurück zu deinen Anfängen. Ins Wallis. Du bist ja früher weg, schon mit 18, bist in Fischb aufgewachsen. Du gehst noch oft ins Wallis, hast du mir gesagt, aber ich glaube, was wirklich viele Menschen nicht wissen, hier in der Schweiz, Zina ist auch Weinbäuerin, oder? Also, oder mal zumindest. Ich probiere vor allem. Aber ihr habt von deiner Mama selig vererbt bekommen, Wein. Ja. Rebbergen. Also wirklich ein wunderschönes, emotionales Erbe. Meine Brüder und ich haben einen kleinen Rebberg, wo ein paar Liter Syrah drauf wachsen. Und die gehen dann halt vor allem in die Verwandtschaft, in die Familie. Und ein grosser Teil vom Rest, der rundum oder dem Rest der Familie kehrt, wird dann verkauft. Also es ist in Saltgesch. Und ihr wisst ja alle, in Saltgesch gibt es den besten Wein in der Schweiz. Und darum bin ich ganz glücklich, haben wir uns ein kleines Rebbergi. Weißt du noch, apropos Wallis, wer der Alfred Hesseli war? Sagt dir das irgendetwas? Alfred Hesseli, ist das... Kesseli. Oder Kesseli heisst ja, natürlich. Alfred Kesseli. Ja. Also, ich meine, da kann man jetzt wirklich sagen, es gibt ja so im Leben vom Sänger oder vom Künstler, Künstlerin, gibt es ja im Nachhinein immer ganz viele Leute, die sagen, wegen mir ist die bekannt worden. Oder ich habe dir damals mal gesagt, sing, das kommt gut. Also von denen hat es einige gehabt, auch mit mir. Aber der Alfred, der hat mich wirklich gefördert. Und zwar wirklich wie niemand anders. Der Alfred war mein Gesangslehrer, also eigentlich Schulmusiker, was ein harter Job ist, wenn du irgendwie die 15-jährigen Buben zum Singen animieren. Aber ich bin mit ihm in die Schule und er hat ganz schnell, er ist von St. Gallen gekommen, ins Wallis mit seiner Familie. Und er hat schnell mal einfach Musicals aufführen und hat gesagt, weißt du was, du hast irgendetwas sehr Spezielles, komm, nimm die Hauptrolle und ich erarbeite das mit dir. Recht hat er gehabt. Und dann ist über Nacht der Erfolg gekommen mit dem Sohn vom Pfarrer. Den hören wir jetzt dann gerade. Ich will noch ganz kurz, ansprechen. Der Polenhofer hat er dann auf Deutsch quasi übersetzt. Aber zuerst war es schon ein Skandal im Wallis. Oder? Zina ist ganz schnell nicht mehr so gut da gestanden. Aber sie haben dir verziehen mittlerweile. Kann man das so sagen? Du meinst die Heimischen, die Blutsverwandten? Die mindestens. Ja, die Blutsverwandten relativ schnell. Aber bei den Einheimischen war es schon nicht ganz ein einfacher Start. Weil er hat schon recht, der Polo. Er hat gesagt, das Lied hat Sprengkraft. Also ich weiss nicht, ob das gut ankommt, wenn du von der Liebschaft mit einem Sohn von einem katholischen Pfarrer erzählst. Und er hat es gemacht und er hat ja wirklich das Talent gehabt, Übersetzungen aus dem Englischen wunderschön zu übersetzen in ische Sozialgefüge. Und am Anfang hat Radio Rotte. Und ich habe mich wirklich noch mal versichert, ich habe dich noch mal gefragt, weil ich gedacht habe, ja, die Vergangenheit die verwischt so einiges. Vielleicht ist das nicht ganz richtig gewesen, aber der Programmdirektor hat bestätigt, wir haben das nicht spielen. Von ganz oben hat es geheißen, hey, jetzt warten wir mal, was die anderen machen. Mal schauen, was das DRS 1 mal, ob die das spielen. Und dann sehen wir dann, ob es nicht allzu heftig ist. Und sie haben wirklich gesagt, in diesem Kanton so katholisch, müssen wir einfach zurückhaltend sein. Sie sind damit eingestiegen, ein bisschen später, aber sind jetzt immer noch dabei. Wir auch, weil wir hören nicht. Das ist ja der Song. Genau. Bitte schön, darf ich dich auf die Bühne bitten, der Song vom Pfarrer. Der Song, der in fast jedem Wunschkonzert bei SRF 1 immer noch gewünscht wird. Aus dem 1994. Zum Sohn vom Pfarrer muss ich ganz kurz noch etwas sagen, weil es so eine wunderschöne kleine Geschichte ist, die mir letzte wieder passiert ist, nicht das erste Mal, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, Sina, ich habe den Song gehört, da hätte ich jemanden auf Englisch gecovert. Stell dir mal vor, du als Original und jetzt kommt irgendjemand aus Amerika und covert das. Das ist also schon eine Ehre. Dann habe ich gesagt, ja,
Das Original bin aber nicht ich. Dusty Springfield 1968, das ist das Original. Aber natürlich, inzwischen ist mein Pfarrersohn mein persönliches Original. Hier ist er. Der Vater war Fahrer, wie der Hausbesuch ist der David dabei. Und die Eltern haben angefangen zu debattieren. Dann haben mir gesagt, komm, wir gehen spazieren. Und ich bin überprüft an den Waldrand und ich habe seine Augen gesehen. Nur der Herrgott weiss, was da ist geschehen. Der Einzige, der mich berühren konnte, ist der Sohn von meinem Vater. Der Einzige, der mich verführen konnte, oh ja, ist der Sohn von meinem Vater. Er ist gesehen. So ist gesehen. Immer brav, es ist nicht einfach zu machen. Ich habe mir mega krass probiert. Und er erzählt mir himmlische Sachen, so schön, wenn ich es noch nie gehört. Nimm mich in den Arm, wird davon küssen. Fragt wild, so seit am Abend bist du der Einzige, der mich berühren kann. Ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Der Einzige, der mich verführen kann. Ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Er ist gesehen. So ist gesehen, oh ja. Oh, der Blick in seine Augen, wenn ich da noch vor mir sehe. Er stellt mir Kies, den ich gerne habe. Nimmt sich Zeit, Zeit zu gewinnen. Sagt, er sei für ewig meine. Wir können zusammen noch so viel lernen. Wenn du dich verliebst, kannst du dich nicht wehren. Oh, der Einzige ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Und der, der mich noch verführen kann, ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Oh ja, und der, oh hey, so ist es gesehen. Ihr habt ja wohl auch nicht gemeint, ihr könnt hier reinkommen und das Gefühl, ihr könnt einfach noch mal so einen Moment umeinander liegen hier. In diesen Stil, gell? Habt ihr nicht gemeint? Okay, ihr habt recht gehabt. Weil jetzt kommt eben Einsatz. Halleluja. Halleluja. Ah. When the saints go marching in. Ooh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Hey, der Einzige ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Der, wo wir kann berühren, ist der Sohn von meinem Vater gewesen. Der, wo wir kann verführen, ist der Sohn von meinem Vater. Waar ik ga nog bereren, ververen, connecteren, flatteren, masseren. Der Einzige, oh ja, is de zoon van mijn vader gezien. Zo is gezien, genau so.
Ich schwöre, der Sina und der Bühne Huber, der war jetzt nicht live gewesen. Also der Bühne Huber ist jetzt da nicht noch irgendwie hergekommen und hat auch noch mal gesungen. Den haben wir jetzt hier eingespielt im Studio. Meine Kollegin Monika Buser hat das gemacht. Du, Sina, singst du sowieso gerne Duett, aber das ist eines der schönsten, finde ich, mit dem Bühne Huber. Und jetzt mal hören, was der Bühne Huber über dich sagt oder gesagt hat. Das ist eine schwesterliche Liebe. Ich habe die Frau so wahnsinnig. Und der Song, den wir zusammen singen, ich schwöre, das ist immer noch etwas vom Schönsten, wenn ich das mit dir kann. Leider habe ich das letzte Mal den Text verhauen. Weißt du noch, als er es verhauen hat? Absolut. Was war das für eine Situation? Ja, wir haben zusammen gesungen und es ist wirklich, ich glaube, nachdem wir noch aufgenommen haben, sind etwa 10 Jahre, mindestens 12 Jahre vergangen. Und dann bist du halt einfach an so einem Ort auf einmal ein bisschen unsicher. Vor allem, es ist ja immer so, mit der Bühne, das ist ein Bär und der trägt das Herz überall. Und wenn der anfängt zu vibrieren, also wenn du dich so anschaust und das Herz, also das Lied geht spät jedes Mal an die Nieren, wenn wir das miteinander singen. Es ist einfach sehr emotional. Und in solchen Situationen, da gibt es halt, dass man zwischendrin einfach mal so einen Satz vergisst. Es ist noch live. Ja. Verliebt man sich ein bisschen in so einen Duettpartner? Dass man so emotionale Songs überhaupt singen kann? Also auch wenn ich jetzt davon ausgehe, dass meine Mann am Radio zuhört, kann ich sagen, ja, absolut. Das sind so Momente, wo man wirklich einfach gerade mit dem Text und mit der Musik mitschwingt. Und wenn du jemandem vor dir in die Augen schaust, dann empfindest du das so. Das ist so. Wir hören jetzt gerade noch mal 2 Auslaufzeit vorbei. Es ist furchtbar. Ja, es wir ist immer so viel, was man noch verstehen könnte. Aber eines nimmt mich noch Wunder. Ich will noch mal einmal schnell zurück zu deinen Anfängen, bevor es so richtig losgegangen ist. Du hast auch in Dancings gespielt. Das hat man dort noch gehabt, gell? Du hast deine Sporen jetzt aber so richtig abverdienen. Jetzt habe ich gehört, jetzt weiss ich nicht, ist das ein Gerücht oder stimmt das, dass man der Sina einmal Geld geboten hat, dass sie aufhört zu singen? Ist das so? Sie war irgendjemand von jemandem Zufall auch da in diesem Dancing. Auch noch dazu mal. Ist also Anfangs 90er oder Ende 80er Jahre tatsächlich. Es war ein Banker, der mit einer jungen Frau reden wollte. Und ich habe offensichtlich gestört. Und er hat mir wirklich 100 Stutz, das war viel damals, ich glaube mehr als meine Gage an diesem Abend, hat er mir geboten, dass ich aufhöre zu singen. Und das sind so, es hat so ein paar von diesen Momenten gegeben, wo ich mich dann gefragt habe, ja, soll jetzt der Battle da schießen, weil wenn es so nicht gutiert wird. Aber ich habe weiter gesungen, weil es ist mir wichtig war, einfach für mich selber in der Situation stark zu bleiben und zu sagen, ich mache hier Musik und Schliesslich kommst du aus dem Wallis. Da geht man nicht einfach auf, oder? Ja, und es geht Obschi, gell? Da musst du schon ein bisschen durchhalten Willen haben zwischendrin. Darf ich dich wieder bitten? Wir freuen uns auf 2 nächste Songs. Sina im Swissmade, warten auf das Glück und für immer und ewig. Ich habe gewartet, wochenlang, schaue an die leere Wand mit dem Schlüssel in der Hand. Was du sagst, komm mit mir uns, mal in die Lippen dunkelrot und dann hocke ich wieder an. Nimm eine Zigarette und mache einen Kreis. Ich schaue zu, wie sich der Rauch im Rauch verliert. Jeden Tag sehe ich mich, was ich will. Und doch bleib ich einfach still. Verliebt, verstehst du das ja? Es kommt der Tag, es kommt die Zeit, es kommt der richtige Augenblick. Ich warte hier, warte auf das Glück. Auf das Mal ist da, Kopf da, meine Port und ich bin nicht da. Drum
ich warte jeden Tag auf das Gefühl, das wild und lügt plötzlich in mein Leben kehrt. Irgendwann zieht's mit mir ein, lässt ich lachend neben mir. Ich wage nix und warte ab. Wie wär es, wenn ich leichtsinniger wär? Ich würde neben dir den Sonnenaufgang sehen. Ja, und genau in dem Moment geht's Glück vorbei. Ja, weisst, es ging einfach weiter, weil ich nicht da war. Es kommt der Tag, es kommt die Zeit, es kommt der richtige Augenblick. Ich warte hier, warte aufs Glück. Auf das Mal ist da, klopfe da an meine Port und ich bin nicht da. Darum bleib ich hier, ich warte aufs Glück. Liebe gibt's nur im Roman, sonst nicht. Das passiert nur im Film, mir nicht. Im Traum, da flieg ich hoch und weit. Am Tag, da sitz ich da und seh nix. Hey, da ist ich schon neben mich gleich. Es warte hier, warte aufs Glück. Auf das Mann ist da, klopfe da an meine Port und ich bin nicht da. Darum bleib ich hier. Es find ich nur, wenn du dich nicht bewegst. So ist das Glück, ja. Ich stehe am Fenster, schaue uns und rauche noch eine Zigarette. Danke vielmals. Ich meine, heute konnte ich ja die Lieder zusammen sammeln und mich vorbereiten und sagen, das und das will ich gerne in das Programm drin haben. Aber jetzt, auf der Live-CD, wo wir jetzt auf Tour gehen, war es eigentlich so, da habe ich dem Publikum gesagt, ihr dürft meine Setliste uns wählen. Und das hat mir schon ein bisschen Hühner heute gegeben, also Hühnerhüte, wie wir sagen. Weil ich keine Ahnung habe, was da zurückkommt. Alle, die hier vorne zuhören und haben mit abgestimmt, ihr habt es höher gut gemacht. Es ist ein ganz tolles Album geworden mit einem Wunsch, den ihr am liebsten von mir kehrt. Und natürlich ist der nächste auch dabei, weil das ist einer der ersten. Wir switchen also jetzt geht zurück ins 94. Und ich muss mich fast ein bisschen entschuldigen für den Text, weil ich glaube, ich bin da recht schlecht drauf gewesen. Anders kann ich mir den Song, oder besser gesagt, den Text nicht erklären. Aber hört. Ich sitze hier an dieser Bar, wo ich immer wieder gehe. Immer da, wenn nichts mehr geht. Irgendes wirst du Tages kaufen, kann es nicht verstehen, warum man mich der Typ nicht gerade stehen. Hat das Gefühl, ich sehe im falschen Film und finde es ziemlich schlimm, dass er nicht checkt, um was das geht. Er schnurrt endlos auf mich ein und schwärmt, wie nett das sei gewesen. Wir zwei zusammen in seinem Himmelbett. Jetzt sieht er mich schon in Weiss mit Ring und Blumensträuß und plant schon die Hypothek und ist Haus. Bis der Tod ist scheiden, überschreibt er mir sein Leben und droht, dass er mich nie mehr verliert. Für immer und ewig, aber nicht mehr. Für immer.
Und er fängt an von dich und er denkt vor, er denkt nach. Er kann es einfach nicht verstehen. Gestern war es doch lustig, aber gestern ist schon lang vorbei. Und für mich wär's das jetzt gewesen. Er will meine Wohnung und mein Herz. Er verkauft mir Liebe und Seele. Für meine Treue bis zum bitteren Ende. Und er geht fast über vor Liebe, dreht fast durch vor Lust. Für immer und ewig, aber nicht mehr. Für immer und ewig, und schon gar nicht mit dir. Nein, nein, ich weiß schon längst, wie kurz das kann sein. Für immer und ewig. Und schon gar nicht mit dir. Ja. Ich weiß schon längst, wie kurz das kann sein. Weiß schon längst, wie kurz das kann sein. Ich weiß schon längst, wie kurz das kann sein. Für immer und ewig. So schön. Merci vielmals. Sina live in Swissmade, hier an dem Samstagnachmittag bei SRF 1. Es ist jetzt gerade 3. Ich will einfach noch schnell sagen, Sina Best of 30 Jahre, ausgesucht von deinen Fans. Die CD und das Album, das kommt nächsten Freitag. Und deine Tour geht auch am Freitag los. Schon ausverkauft, Geld zu Luzern, aber es gibt noch einen Haufen Daten. Findet man alles im Internet. Und ich sage danke viel Sina für den wunderbaren Nachmittag und die Band hier bei SRF 1. Danke dir, Marita. Schön. Kommen wir mit auf Tour?